Jede 5. Frau in der Schweiz ist von häuslicher Gewalt betroffen. Die Dunkelziffer wird sogar noch höher eingeschätzt. Im ersten Teil unserer Reportage über häusliche Gewalt erzählen 4 Frauen von ihren Erlebnissen von häuslicher Gewalt. Im zweiten Teil geht es darum, wie sie sich endgültig lösen von ihrem Ehemann. Polizei, Notruf. Meine Tochter hat mir jetzt gerade angerufen. Ihr Mann hat sie mit dem Messer angegriffen. Es geht um Leben und Tod. Sie müssen sofort dort vorbeigehen. Hat mich dann so gegen die Wange gedrückt, mit dem Messer an den Hals gesetzt und hat dann so gesagt, ich würde jetzt gut überlegen, was du machst. Wenn du dich von mir trennst, dann kannst du dir jetzt gerade dein eigenes Grab schaufeln. Er hat mir immer gesagt, du musst alles tun, was ich von dir verlange. Wenn nicht, werde ich die ganze Familie töten. Und das Haus wird voller Blut sein. Die Situationen, die ich mit ihm erlebt habe, die Gewaltmomente, die haben mir eben schon gezeigt, dass er fähig ist. Er würde es auch machen, das, was er sagt. Dann war es wieder eine Phase, wo er alles bereut hat. Er hat mir in dieser Zeit sehr viele Überraschungen gemacht, Geschenke. Er hat sich bei mir immer sehr gut verhalten und ich habe immer gedacht, okay, er weiß es jetzt und es kommt nie mehr vor. Es war wie ein Teufelskreis, wo ich mich dort hineingedreht habe und die ganze Zeit gedacht habe, okay, jetzt kommt es gut, aber es ist leider nie passiert. Aus dieser Ehe rauszugehen war schwierig aus 2 Gründen. Und das erste ist die ganze Kultur, die ich mitgetragen habe. So quasi eine Frau heiratet einen Mann. Sie darf sich nicht scheiden lassen und sie darf auch keinen anderen Mann haben. Also sie muss so den Mann akzeptieren, wie er ist. Das Zweite ist, als ganz kleines Mädchen habe ich leider in meiner Umgebung Gewalt schon gesehen. Und das tut so bei einem Menschen, der sich noch am entwickeln ist, hinterlässt es wie ein Gefühl, es ist normal. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich gedacht habe, ja, das könnte ja normal sein in einer Ehe. Ich bin vor ihm gestanden und ich habe ihm gesagt, weißt du was, lieber stirb ich, anstatt so weiterleben. Die erste Nacht, nachdem ich mich getrennt habe, habe ich in großer Angst geschlafen. Ich weiss noch, ich habe mich mit meinem Kind im Zimmer wie eingesperrt. Es war ein Moment, aus dem Haus rauszugehen bis zum Auto. Vom Auto raus wieder bis daheim, bis ich wieder die Tür geschlossen habe. Oh Gott, das waren Zeiten, ganz schlimm. Ich will die Trennung und ich habe Angst vor mir selber, weil ich das in die Tat umsetzen will. Und somit eigentlich das Ganze riskieren. Ich habe niemanden für die Kinder, ich muss das Kind aus ihrem Umfeld rausreißen, ich muss zügeln. Das ist eigentlich der Grund, wieso ich mich nicht trennen kann. Für jemanden normal denkend ist das vielleicht nichts Grosses, aber für mich, was psychisch schon nicht gut geht, ist das ein riesiger Schritt. Und du weisst halt nicht, wie es ausgeht. Ich habe auch Angst, dass, wenn ich gehe, dass er mich umbringt. Ja. Wir sind zusammen bei Psychologin gegangen. Wenn er weg war, sie hat mir gesagt, wir gehen nicht hin und her.
Ich will sehr direkt mit Ihnen sein. Mit diesem Mann gebe ich Ihnen Maximum 3 Monate. Hat angefangen bei den Maschinen zu spielen. Es ist wirklich als ein Spiel angefangen, aber ich denke, ziemlich schnell ist als Sucht gekommen. Und wenn er spielen wollte, ich sage, ich habe kein Geld. Er nimmt den Wohnzimmertisch und macht so vor meinen Kindern, gib mir das Geld. Ich muss schnell zur Maschine gehen. Ein anderes Mal wollte ich ihm nicht Geld geben. Ich war mit meiner Mutter im Wohnzimmer, glaube am Fernsehen schauen. Und meine Eltern haben etwa 2-3 Sätze miteinander geredet. Und dann ist mein Vater gerade in die Küche gegangen und ist mit einem Messer zurückgekommen. Er hat gesagt, gib mir das Geld jetzt. Ich muss weggehen. Und meine Mutter war auf dem Sofa am Hocken und ich bin so halb auf ihr drauf gelegen. Ich kann mich gut erinnern, dass ich sie immer stärker gehabt und umarmt habe. Und dann habe ich ihm gesagt, nimm das Messer schnell als möglich weg, weil die Kinder sind hier und sie haben Angst von dir. Wirklich das zu sehen, was mein Vater mit meiner Mutter gemacht hat, ist... Ja, ich habe gesehen, was mein Vater für ein Monster kann sein. Sobald er weg von der Wohnung war, habe ich meinen Kindern genommen und nach der Polizei gegangen. Und ich habe gesagt, jetzt ist wirklich Limit. So, wenn er heute zeigt, das Messer, wann wird er morgen aufhören? Sigusa war aus den Ferien bei uns daheim. Es hat halt einfach immer gezeigt, wenn ich etwas mit seinem Cousin unternommen habe, dass er dann wie eifersüchtig war. Und dann hat er mich dann einmal beim Nachtessen beschuldigt, eben, dass ich ihn vergiften mit dem Essen, damit ich dann wie freie Bahn habe für seinen Cousin. Er ist dann immer aggressiver geworden, ist dann mal in die Küche gegangen und hat so ein grosses Fleischermesser geholt. Er hat es dann vor mir auf den Tisch gelegt und gesagt, wenn ich jetzt noch weiter lüge, dann bringt er mich um mit dem. Ich bin dann aufgestanden, in die Küche gegangen. Er ist mir dann in die Küche gefolgt mit dem Messer. Er hat mich dann so gegen die Wange gedrückt, mit dem Messer an den Hals gesetzt und hat dann so gesagt, ich würde jetzt gut überlegen, was du machst. Wenn du dich von mir trennst, dann kannst du dir jetzt gerade dein eigenes Grab schaufeln. Ich weiss gar nicht, wie es gegangen ist. Einfach sein Cousin konnte ihn dann irgendwie überwältigen, hat mir das Messer irgendwie aus der Hand holen und hat dann mir gesagt, gang. Die Mutter hat eigentlich die Polizei verständigt. Ich bin dann vorsorglich bei meinen Eltern untergekommen. Ja, bei jedem Schritt und Tritt, den ich aus dem Haus gemacht habe bei meinen Eltern, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich könnte plötzlich irgendwo hinterher kommen oder neben mir stehen oder was auch immer. Er ist nie verurteilt worden für das, was er gemacht hat. Also ich habe ja keine Anzeige gemacht gegen ihn. Einfach weil ich nicht noch mehr Probleme verursachen wollte. Ich wollte einfach die Scheidung wollen, dass es durch ist. Oder ich habe es halt auch wirklich sehr viel verschleiert. Erstens, weil ich ihn geliebt habe, weil ich ihm eigentlich auch nicht schaden wollte. Und was halt dann auch noch war, ist so ein bisschen wie mein eigenes Versagen. Weil man hat mir halt schon vor der Hochzeit gesagt, ja, mach das nicht. Es wird nur ein Problem geben. Er ist ein Ausländer. Und das war halt dann wie auch selber so ein Gesichtsverlust, den ich halt dann auch wie ein probiert zu verdecken und zu sagen, ah, nein, dort habe ich dort angeschlagen und dort dies und das, jenes.
Am Anfang hatte ich sehr viele Albträume. Und dann halt auch sehr viele so Panikattacken. Ich habe ja immer gemeint, er ist hinter mir. Obwohl gar niemand rum war. Oder ja, ich konnte es wie nicht wissen. Halt echt die Schuldfrage. Oder? Man tut es immer bei sich selber suchen und nicht beim Gegenüber. Und dort habe ich wirklich auch eine Psychologin eigentlich gebraucht, die mir das dann wie vor Augen führen konnte, dass ich nicht den Fehler gemacht habe. Heute noch schlafe ich mit offener Tür. Lasse ich immer die Tür ein bisschen offen. Was kann in die Nacht passieren? Und diese Angst 18 Jahre nachher. Ich muss sagen, es hat mich recht geprägt. Ich habe viel gesehen, was Gewalt für Auswirkungen haben kann. Ich kann mich auch erinnern, dass ich mal die Gedanken hatte, dass ich auch so ein gewalttätiger Mensch werden könnte. Ich habe auch Angst davor, dass ich so werden könnte wie er. Ich muss sagen, es ist mir recht gut gelungen. Ich bin jemand, der eigentlich nie aggressiv ist. Und ich versuche, Konfrontationen möglichst aus dem Weg zu gehen. Man merkt, was die Spuren sind, so körperlich, psychisch. Ich hatte sehr lange Zeit Herzrhythmusstörungen, wo ich mir gedacht habe, wieso in so einem jungen Alter? Die Antwort war ja klar. Ich hatte schlaflose Nächte, ich hatte selber Aggressionsprobleme. Ich konnte nie mit jemandem reden, wenn es um Probleme ging. Ich habe gerade angefangen zu streiten. Und ich weiss, es ist mir etwas geblieben und ich muss jetzt das ganze Leben lang mit dem leben. Aber Gott sei Dank kann ich damit umgehen. Um aus dem Ganzen rauszukommen, habe ich angefangen mit Meditieren. Meditieren hat mich zu einem anderen Mensch gemacht. Wirklich, ich bin eine ganz andere Person geworden durch das Meditieren. Ich mache mehr Sachen, auch wenn ich sie nicht darf. Ich mache es einfach. Mit dem Risiko, dass es eskaliert. Ich getraue mich. Ich gehe auch viel laufen. Ich bin eigentlich ein recht sportlicher Mensch. Geholfen hat mir halt einfach sehr viel, dass ich mit Freunden unterwegs bin, mit ihnen viel unternommen habe, einfach auch um mich ablenken und Spass haben. Und ich habe dann eigentlich wirklich wieder wie angefangen. Also ich habe dann, wie gesagt, es ist wie ein zweites Leben. Ich habe eigentlich dann wie normal angefangen zu leben. Heute geht es mir gut. Also ich habe das gut verarbeitet. Ich kann auch gut über das reden, ohne Gefühlsausbrüche. Heute, ich denke, ich bin stark. Ich kann entscheiden über alles, was ich will. Ich kann sprechen über was ist passiert. Heute fühle ich mich wirklich frei und glücklich. Also ich würde diesen Frauen sicher sagen, wenn sie das Gefühl haben, das Leben geht nicht mehr weiter oder sie sind wie abhängig auch vom Mann. Es ist nicht so. Das Leben geht weiter. Und man kann sich auch als Frau eigenständig, auch eine Frau mit Kindern alleine, man findet den Weg. Es gibt Unterstützungen, die man in Anspruch nehmen kann. Man kann sich beraten. Meine Empfehlung von allen Frauen, sprechen Sie bitte. Sprechen Sie mit allen Personen. Mit der Familie, mit der Schule, mit den Kollegen, Kolleginnen, Freunden. Es ist nicht Ihre Schuld, was passiert. Der andere ist schuldig. Denken Sie nie, das wird besser. Je meiner Erfahrung und Erfahrung von mehreren Frauen, es wird nie besser. Es wird leider immer schlimmer, wenn Sie nicht reagieren.